Moin, liebe Lüt. Der eine oder andere hat hier in einem Video haben hier doch fliedig kommentiert. Und mag ich einmal ganz vielen Dank zu sagen. Und du hast die Frage bekommen, ob ich ein Tutorial machen kann, wie man die Chrome runterladen darf. Also das, was ich hier unten in der Videobeschreibung reinpackt habe. Da habe ich hier alle Sounds, die was ich ändert habe, die was ich aktuell ändert habe, habe ich durch mit hinzugefügt. Dann gehen wir erstmal auf diese Link, dann waren wir wiederleitet und dann können wir hier die Ordner Stronghold auf Plattdeutsch im Video. Natürlich werden wir abgeschnitten, dann gehen wir hier auf runterladen, dann gehen wir hier auf ZIP-Datei herunterladen, dann loadeten das auch vernünftig runter, ansonsten ja, kann das sein, der dann anders morgen da. Natürlich wer die Mega-App, also hier wer wie Mega anmeldet ist, der kann sich dann natürlich auch über anmelden und das Ganze über die App morgen. Da tatsächlich auch was Gauer. Aber bei so einer Menge von 100 Megabyte soll das nicht die große Verlust ziehen. Auf alle Fälle klicken wir dann nur mal drauf. Den töten wir hier Augenblick. Ups, was ist das jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hefte das ZIP. Ah ja, gut. Dann lautet hier das Gammel für im Normalfall und dann schiffen das hier oben her. In diesem Fall habe ich hier Emo Stronghold auf Plattdeutsch am Moriner Leute. So. Können wir aktualisieren und dann haben wir das hier. Die Datei, die wir wie nur mal entpacken. Können wir hier einmal entweder auf alles extrahieren oder falls jemand WinRAR hat, kann diejenige Datei hier entpacken, klicken. Oder hier mit 7-Zip hier entpacken. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber im Normalfall hast du hier alles extrahieren. Wenn was du nochmal fragst, ob du das in eine silbige Ordner hier reinpacken willst, machen wir es mal hier. Und je nachdem wie gut dein Prozessor ist er dann eben grauer oder nicht so grau. Dann öffnet sich dann auch das Fenster. Dann gehen wir immer rein. Dann haben wir hier den Ordner FX. Dann gehen wir in unsere Ordner, wo wir dann eben hier Stronghold bin haben. Dann öffnen wir das andere Fenster daneben. Dann bewege ich hier oben noch was blöder morgen. Oh, siehst du, passt hier ungefähr. So. Im Normalfall würde man hier jetzt sagen, wir trecken das Ding hier einfach rüber, nö, zack, hier hin und dann fertig. Nö. Dann fehlen die nämlich alle die Hirden, also hier alle dort Sounds, die fehlen denn, die fallen weg. Denn wenn man hier ringehen darf, dann sieht man, ich habe nur in die dort Ordner was ändert. Wie Stronghold oder Plattdeutsch habe ich nur in diese Ordner was ändert. Das heißt, wie man in beide Fälle nur in die dort Ordner rein. Dann nehmen wir eben das, wo wir hier die Chrome, die wir jetzt runterladet haben, also hier entsprechende Sounds. Die wählen wir dann einmal alle ut. Kann man kicken, die sind 72 Stück. Und die tragen wir dann einfach hier rüber. Und dann hat man hier gefragt, Mensch, hier gleicher Name und Dateien und dann hier Dateien in diesem Zielordner ersetzen. Das man wieder nicht, das muss man dann immer machen. Lütje sagt, bevor jem das machen tun. Da waren dann alle Titel ersetzt. Als jemand jetzt nicht noch ein OLED-CD von Stronghold hat, würde ich ihm raten, nimm den gesamte Ordner FX, kopier sich die, was würde ich in irgendeinen Ordner rein, dass ihr sozusagen noch ein Backup habt, falls ihr keine originale CD mehr rumliegen habt. Denn ansonsten ist das so, hier einmal rüber kopiert, kann das keiner wieder zurückholen. Aber einmal kopieren, einfach einmal kopieren oder was will ich? Ihr kopieren die und packen die dann einfach
in den entpackte Ordner Stronghold packen jem die dann rein. Was wird ich denn für jem die hier hin tun? Das hier ein Sicherheitsupdate haben, also ein Backup. So. So viel dort. Nur weil wir noch einmal, wie ich das morgen do. Das will ich auch noch einmal vertellen. Also wir gehen dann eben in der Ordner rein. So, kann mal kicken. Tü. 24. So. Was ist das? Nein, das will wir jetzt nicht ändern. Könnte man allerdings auch ändern. Wir werden jetzt aber irgendwie mal was Lüderes nehmen. Das sind die ganzen Norms hier, die war ich nicht mit übersetzen. Nehmen wir einfach mal das hier. Was ist das? Getreidefarmen müssen in Tälern errichtet werden. Ein von meinen Lieblingssocken. Also dann nehmen wir eben, du können wir den eben auch umbenennen und dann kopieren wir das Ganze. So, dann gehen wir in, also entweder jemand haben ein eigenes hier Audioaufnahmeprogramm, Wunderschiff Filmora ist beispielsweise auch ein sehr schönes Programm, um sowas aufzunehmen. Aber ich habe das bitte hier mit Audacity. Carsten, warum packst du hier immer noch ein I hin? Da ist kein I. Entschuldigung. Auf alle Fälle, hier hören ihr sich das dann hier einmal an. In diesem Fall über VLC-Player, habe ich genug einmal anmacht. Und da kommt dann hier eben Getreide, also dann hören ihr sich das einmal an. Das sind in diesem Fall 3 Sekunden. Ja, Getreidefarmen müssen in Tälern errichtet werden. So, dann spekulieren wir sich, was wir dort morgen wollen. Ich habe keine was ganz anderes dort morgen. Aber ich will hier nur einmal die Chrome auf Plattdeutsch übersetzen. Und nun klicken wir einmal auf Aufnahme und dann war ich das Ganze einmal auf Plattdeutsch inschnacken. Getreidefarmen mögen in Täler. Nee, mal. Das war Quatsch. Also, wie ihr schon sehen und hier, also ich bin auch nicht immer ganz zufrieden damit. Wie übersetze ich das nur am besten? Getreidefarm wären denn hier, also in Tälern wäre hier fruchtige Land. Das könnte man hier damit übersetzen. Aber Getreidefarm. Oh ja. Wedenfelder mögen in fruchtige Land platziert waren, mein Lord. So, nun haben wir eben hier, das, was ich hier instackt habe. Wedenfelder mögen in fruchtige Land platziert waren, mein Lord. So, nun haben wir hier natürlich einen Rest. Dann hier markieren wir das einmal. Und dann hier drücken wir auf Entfernen auf der Tastatur. Dann haben wir hier auch noch so ein bisschen was to fail Pause. Hier können wir auch noch was Pause wegmachen. Dann können wir da noch was Pause wegmachen. Man soll bloß darauf achten, dass man nicht to fail Pause wegmachen darf. Ansonsten ist das einfach to go. Wedenfelder mögen in fruchtige Land platziert waren, mein Lord. Gut, das passt schon. Das sind nur zwar 5 Sekunden. Und ich könnte hier vielleicht auch noch einmal so was wegnehmen. Und hier auch noch ein bisschen was. Platziert waren, mein Lord. Ja, platziert, Mann. Platziert waren, mein Lord. Kannst du mir mal hier, du kannst mir mal ein Mosklein. So. Ach, Leute.
Wetenfelder, Möhn in fuchtige Land platziert waren, mein Lord. Okay, damit bin ich zufrieden. Natürlich müsste man hier jetzt auch noch die gesamte Lautstärke in Binnenwert erhöhen. Weil ich habe da irgendwie ganz doll Kummer mit. Also, obwohl ich ein echt gutes Mikrofon habe, also bin ich zumindest der Meinung. So, nun gehen wir eben hier hin. Dann auf Audio, auf Audio exportieren. Genau, auf Audio exportieren. Dann müssen wir hier natürlich das Format WAV von Microsoft nehmen, weil die eben alle Titel hier sind in WAV. Die sind nicht in MP3 und die sind nicht in irgendein anderes Format. Nein, die sind in WAV. Also Windows Audio verlustfrei. Würde ich jetzt mal so nicht ganz primitiv übersetzen. So, nun haben wir hier Punkt unbekannt. Was morgen wieder tut? Richtig. Wir löschen das irgendwo gut. Dann drücken wir irgendwo STRG und V. Und dann haben wir die Chrome, die was wir hier root kopiert haben wir hier infügt. Achtet bitte, wir drauf, dass ihr hier die richtige Herztoll intippen tun. Also ihr könnt zwischen die beiden Herztollen wählen. Also ich würde dir aber empfehlen, das durchzunehmen. Ich würde das auch hier eher auf Monoton, obwohl Stereo ist auch an und für sich egal. Ich kann auch mal auf Stereo gehen. Und dann gehen wir auf Extrahieren. Und dann ist das alle extrahiert. Beziehungsweise woanders speichert. Und zwar hier auf meinem Laptop, auf meinem Desktop. Und dann nehmen wir den Sound und fügen die hier hinter. Und dann wird das im Zielort ersetzen. Und dann war das eben ersetzt. So. So, und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr da Lust zu haben, dann können wir auch selber da mal an Stronghold rumbasteln. Also in dieser Ordner hier ist in der Ordner FX. Da haben wir hier eben, da haben wir die einzelnen Sounds, die was ihr an Geräusche hören tun. Und in dieser Ordner ist die Chrome in Musik. Die ist allerdings in RAW abspeichert. RAW können ihr auch morgen. Also du können ihr rein theoretisch hier jetzt Musik reintracken. Also die was ihr da drin haben wollen. Dann gehen wir auf Audio exportieren. Dann gehen wir hier auf andere Dateiformat. So, und dann gehen wir hier auf RAW, wie der Header. Dann gehen wir dahin, das wurde lotten wie so, und dann gehen wir auf Exportieren und können das dann eben in den Musikordner reinpacken. Wir können aber hier eben genauso wie vorher auch die Musik hier, also die Norm hier root kopieren, also ohne RAW. Das war entweder hinzufügt oder du nimmst das komplett und packst das dann eben hier rein. Und dann eben in den Ordner hinzutracken und ersetzen. So kann man durch seine eigene Musik reinpacken. Hier sind eben fast alles nur die schnackten Chrome von den Lords, von den Geist etc. pp. Gut, das soll das mit Welt sein. Ihnen sage ich ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann denke ich mal, dann hören wir uns entweder bei dem nächsten Tutorial oder falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwas unklar wäre. Gut, bitte, erstmal, moin.